So, liebe Gäste, jetzt einmal zwischendurch was ganz anderes. Psychologen sagen, es tut unheimlich gut, wenn man ein Problem hat und erzählt man es andere Leute. Weil dann ist das Problem bloß noch halb zu groß, weil man es dann psychisch besser verarbeitet. Und das nutze ich jetzt aus. Es hat ein Haufen Leute, jetzt erzähle ich euch was von meinem größten Problem. Ich stelle mir jetzt kurz anders hin im Profil, dass ihr mein Problem besser erkennt. Das ist mein Problem. Ich bin am 7. September 1959 auf die Welt gekommen, mit 3780 Gramm. Und seit dem Tag will ich auch nicht mehr. Aber seit dem Tag nehme ich zu. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Meine Frau kocht gern. Meine Mutter kocht den ganzen Tag und meine Schwiegermutter kocht Tag und Nacht. Und das haben Schwiegermütter so an sich. Und alle drei sagen zu mir, alle drei, was ich jetzt gesagt habe, sagen zu mir, Toni, iss halt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin ja so erzogen, ich mache das, was eine Frau zu mir sagt. Da hast du zwar insgesamt deine Ruhe, aber insgesamt schaust du so aus. Erst vor 8 Wochen ungefähr habe ich mich zufällig Nocker gesehen. Also, nein, Schmarrn. Nein, nicht zufällig. Im Bad, ich bin im Bad gewesen, wir haben im Bad so einen riesengroßen Spiegel und da bin ich vorbeigegangen und habe nichts angehört. Und dann habe ich mich angeschaut und habe mir gedacht, Toni, schau dir mal an, wie du ausschaust. Keine Ästhetik. Von der Erotik will ich gar nicht. Reiß dich zusammen, friss nicht mehr so viel, ab sofort wird angenommen. Und gerade wenn ich das gedacht habe, sagt meine Frau zu mir, wir müssen unbedingt einmal auf einen Brunch gehen. Habe ich gesagt, nein. Erstens mag ich keinen Brunch und zweitens weiß ich nicht, was das ist. Hat meine Frau gesagt, du bist ein Künstler, du stehst auf der Bühne, du kommst im Radio und Künstler müssen in sein. Und in ist man nur, wenn man einmal auf einem Brunch war. Habe ich gesagt, gut, dass wir in sind, gehen wir auf einen Brunch. Habe ich daheim im Lexikon geschaut, was das ist. Da schreibt man Brunch, weil es Englisch ist. Eine Mischung zwischen Frühstück und Mittagessen ist durchgestanden. Da haben wir gedacht, das kann was sein. Eine Mischung. In der früheren Zeit ihre Semmel, am Mittag ein Fettschnitzel, aber gut. Dass wir in sind, gehen wir auf den Brunch. Dann sind wir gegangen. Meine Frau, die 2 Gefrieser, sind meine Kinder. Und ich. Der erste Schock ist schon gekommen, bevor wir drin waren. Da hast du zahlen müssen, bevor du was gekriegt hast. Habe ich auch noch nicht erlebt. Pauschal für einen Erwachsenen 17 €. 34 Mark in echtem Geld. Für Kinder pro Zentimeter 10 Cent. Die haben wir da Maßbandel gehabt und haben es Kinder so gemessen, dass sie wissen, was sie verlangen müssen. Und unser Kleiner, der Markus, der Depp. Ich kann es nicht anders sagen, der Depp. Anstatt dass er sich duckt und hilft seinem Vater sparen, hat er sich ja so hingestellt. Wie ein Giraffe. Weil er stolz ist, dass er mit 9 Jahren schon so groß ist. Von meiner Tochter will ich gar nichts sagen. Unsere Eva ist 15. Die hat die Schuhe angehabt, die heute modern sind. Kennst du die Schuhe? Wer Bravo liest, wie ich, der kennt's. Da hat ein Schuh 1,70 € gekostet. Ich hab zu ihr gesagt, das merkst du. Wenn wir wieder mal auf den Brunch gehen, dann kommst du in Sandalen. Hat sie gesagt, aber Papa, wenn es draußen schneit, werden die Sandalen nass. Wenn es draußen schneit, dann kommst du barfuß. Dann habe ich gezahlt 47 € für uns 4 und habe noch gar nichts zum Essen gehabt. Dann sind wir rein und haben wir gedacht, mir trifft der Schlag. Da war ein Saal, ungefähr so wie der, so groß. Und da war ein Buffet aufgebaut, sowas habe ich noch nie gesehen. Wahnsinn, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Lachs, Shrimps, Kaviar, Austern, aber auch gute Sachen, Presssack. Ein Leberkäse, ein Sulz
Und warme Speisen. Hast einen Deckel aufgemacht, hat's geraucht. Und ein Salatbuffet. Und ganz hinten im Eck waren die Desserts. Kennt schon, Nachspeisen. Also, wie ich das Buffet so angeschaut habe, wisst ihr, was ich zu mir selber gesagt habe? Toni, habe ich gesagt, die 47 €, die haben wir. Die verfrieße ich schon. Ich wollt gleich ans Buffet mit einem Drumtaler. Hat meine Frau gesagt, ja sag einmal, was bist denn du für ein Büffel beim Brunch? Da rennt man doch nicht gleich ans Buffet. Man setzt sich an einen Tisch und bestellt ein Getränk. Und dann geht man ans Buffet. Also gut, dass ich kein Büffel nicht bin, setzen wir uns an den Tisch und bestellen ein Getränk. Apropos Getränk, für Erwachsene war Kaffee unbeschränkt frei. Nichts kostet. Für Kinder Tee. Unbeschränkt frei. So, dann sitzen wir am Tisch. Na wollen die zwei gefriesener Spezi. Es sauft einen Tee, der kostet nichts. Aber meine Frau hat gesagt, die kriegen eine Spezi. Und meine Frau hat sich bis heute immer durchgesetzt, haben sie Spezi gekriegt. Aber dann bin ich aus ans Buffet. So ein Teller. Gleich ein halbes Pfund Lachs aufgehaut. War gerade beim Brunch, das habe ich gelesen in der Praline, im Bistumsblatt. Im Bistumsblatt habe ich gelesen, beim Brunch, da gibt's Leute ohne Anstand. Die fressen die teuren Sachen zuerst. Hab ich mir gedacht, bevor so einer kommt, friss sie. Ist ja wahr. Ich hab dann noch ein halbes Pfund Heringssalat auf mit rote Beete. Raner, sagen wir mir. Wer kennt's? Raner. Das hat farblich gut ausgeschaut, weil der Lachs, ich weiß nicht, wer ihn persönlich kennt, aber der Lachs, der ist so blass so. Der schaut direkt krank aus. Aber die Raner haben einen Rauch gehabt, wunderbar. Und da ist auch ein bisschen was Herzhaftes dabei ist, habe ich oben 3 Scheiben Presssack drauf. Einen roten, wegen davor, Lachs. Und 3 Brezen, dass es nicht so gar wird. Dann bin ich rein, ich habe die Vorspeisen gegessen, gut gewesen. Und ja, dann haben wir gedacht, Toni, jetzt ist 10:30. Der Brunch dauert bis um 2. Jetzt hast du schon wieder so reingehauen, jetzt tust du mal ein bisschen langsam. Und tust zwischen was für deine Gesundheit. Jetzt magst du mal einen Salatteller, wegen der Vitamine. Haben wir einen Salatteller zusammengekriegt. Arrangiert, sagt man da. Vielleicht 1 Kilo. Ja. Vitamine kannst du nie zu viel haben. Ich habe auch wegen der Abwechslung verschiedene Salate auf da. Also Fleischsalat, Schweizer Wurstsalat, Eiersalat, Käsesalat. Und einen mit Presssack. Aber da waren auch Zwiebeln dabei, wegen der Vitamine. Und 3 Brezen, das nicht so gar wird. Dann bin ich raus, hab den Salatteller gegessen, da sagen die Leute immer, die gesunden Sachen sind nicht gut. So ein Schmarrn. Weißt du, wer der Salat gut war? Also 1A. Ja, war der Salat auch bekommen und denkt, jetzt tust du mal wieder was Vernünftiges. Jetzt war was Warmes recht. Bin ich aus zu den warmen Speisen. Habe mir ein Ding auf für, wie heißen denn die italienischen Platten? Eine Lasagne mit Pommes frites und 2 Cordon Bleu. Ich sag's ganz ehrlich, ich wollte momentan kein Cordon Bleu. Aber ich habe in die Schüssel reingeschaut. Da waren bloß 5 drin. Du weißt doch nicht, wie die Leute sind. Danach kämen 5 so Gräufel, dann haben sie weg. Nein. Lieber ist ich zwei. Und da es auch was drauf ist, was ich kenne, habe ich noch 3 Scheiben Schweinsbraten drauf und 3 Gnädel. Aber die Gnädel, die habe ich so einspreizen müssen, die hätte ich runtergehauen. Und gerade weil ich mit meinen eingespreizten Gnädel so vom Buffet ganz langsam weggehe, steht neben mir der Chef von meiner Hausbank. Ich darf jetzt den Namen der Bank nicht erwähnen, weil es ist eine öffentliche Veranstaltung, das war Schleichwerbung. Also die Bank hört auf mit Eisen. Der steht da. Die kennen es überall. Die sind auch überall. Der Mann ist Bankdirektor, hat so einen Teller, so. Und da liegt drauf eine Scheibe Melone. Sonst nichts. Eine Scheibe Melone. Der zahlt 17 €. Dann ist er eine Scheibe Melone. Ich hab zu meiner Frau gesagt, wir müssen uns einmal zusammensitzen und ganz genau überlegen, ob wir mir da unser Geld holen können.
Der Mann kann mit Geld nicht umgehen. Der wirft da schon seine zum Fenster raus. Was wird denn der mit meinen tun? Aber gut, jetzt essen wir zuerst. Ich hab dann die warmen Speisen gegessen und dann haben wir ein Weißbier gekauft. Ein gutes Weißbier. Einen Schluck getrunken. Es hat zwar was gekostet, das Weißbier. Aber Leute, wenn du heute einmal 8 Tassen Kaffee getrunken hast, obwohl es kostenlos sind, du hast einen Mung beieinander. Also wenn keine Kinder im Saal warten, dann darf ich sagen, wie eine Sau, ehrlich. Und überhaupt, wenn die zwei Gefrieser eine Spezi trinken können, dann wird doch der Papa, der das Geld verdienen muss, ein Weißbier trinken dürfen, oder? Was sagen wir denn? Nach dem Weißbier ist mir dann besser gegangen, aber ich hab mir, und satt war ich auch gewesen, aber ich hab mir gedacht, satt her. Ich hab 47 € gezahlt. Genau. Da muss ich durch, ich hol mir jetzt ein Dessert. Bin ich hinter jetzt die Desserts und hab mir einen Desserttaler zusammengerichtet. Also ich hab verschiedene Cremes auf, Schokocreme, Vanille, Haselnuss. Eine hat geheißen Bayerisch Creme, wer es kennt, die ist so beige. So wie der Pullover, so, aber feuchter. Und dann habe ich noch 6 Kiwi auf, wegen der Vitamine. Kiwi, kennt auch jeder, die australischen Stachelbeeren da, die Dinger. Das mit den Kiwi ist sowieso ein Wahnsinn. Ich habe jahrelang so gern Kiwi gegessen, wirklich. Viele, leidenschaftlich, wirklich, mir haben sie so geschmeckt. Und letztes Jahr erzählt mir ein Kumpel, dass man die anschult. Ich hab... Jetzt mal, wenn ich daheim Kiwi gegessen habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, du, mich krallt sie im Hals. Die hat kein Wort gesagt. Kein Wort. Dann stehen sie in der Kirche drin, beim Pfarrer, in guten und in schlechten Tagen. Und lassen die Pfundweis Schalen fressen. Ich bin dann außen mit meinem Desserttaler und hab mich systematisch durchgearbeitet. Schokocreme, Vanille. Und gerade wie ich von Vanille auf Haselnusscreme so übergehen will, habe ich gekannt. Jetzt kommt's. Aber nicht Creme, alles. Ich bin dann aufs Klo gerannt. Leute, es ist kein schöner Anblick. Wenn du heute in einem 4-Sterne-Restaurant so über der Kloschüssel hängst und direkt vor deinen Augen liegen 47 €. Also, das tut irgendwie weh. Aber abschließend kann ich bloß eins sagen. Kalorienmäßig ist dieser Tag 1 ausgegangen. Dankeschön. Prost.